Das ist doch komisch, Triton. Ist es, Ja, wir können ist schon, es also- so schlimm? Nein, so Ich ist finde es das gut. Schlimm ist es Ich überhaupt finde es nicht. entspannt so. Ich darf mich einfach nicht bewegen, was sonst mache ich. Da ist, Nein, ich finde es im Fall wirklich da wird schwierig bei dir, glaube ich. Was? Da kann man echt sagen, er ist böse eingefesselt da. fix. Von der Kran. Jetzt ich ran um mich. Also, bevor wir jetzt so komplett anfangen mit der Einleitung. Hau ne! Ja, hey, wanna? Nein, ich mach. Nein, ich muss geschwind etwas loswerden wegen der Bachelorarbeit. Ja, aber Ja. warte schnell. Können wir nicht jetzt schnell machen? Wieso ist es ein bisschen so und bei mir so? Egal. Soll ich schnell Anmoderation machen und nachher kannst du dann mit der oder willst du erst Bachelorarbeit? Ja, Das voll. ist gut. Okay. Also, bevor wir jetzt gänzlich anfangen und mit der Einleitung, geschwind neue News bezüglich der Bachelorarbeit. Und zwar, zum einfach jetzt alle irgendwie abholen, ich mache eine Bachelorarbeit mit dem Karan, aber der Karan ist nicht offiziell dabei, sondern er ist sondern er ist mein Themengeber. Das heisst, bei uns in der Schule ist es halt so konzipiert, dass deine Bachelorarbeit muss geknüpft werden an einer Firma. Das heisst, du brauchst einen Themengeber, wo halt eine Firma ist. Und die Firmen kommen entweder zu dir oder du gehst zu ihnen, um irgendeine Problemstellung zu lösen, im Sinne von einer Bachelorarbeit. Und da beinhaltet natürlich auch, dass man für die Bachelorarbeit zahlt. Und der Karin und ich haben mal die Idee gehabt, dass wir etwas umsetzen wollen. Und da resultiert es einfach, dass wir zusammen Bachelorarbeit machen. Da ist mir keine Firma im Nacken, wo ich sage, mach da nicht und so. Und deswegen machen wir es gemeinsam. Und eben, neue News, und zwar kommt die Umfrage, die ich letzte Woche angesprochen habe, spätestens nächstes Freitag. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr eventuell oder nächstes Freitag. Und eben, ich werde sicher noch mit dem Kanal alles anschauen, sprich der Leitfaden von der Umfrage und so. Und es geht wahrscheinlich noch 5, 6, 7 Minuten. Und die werden uns echt sehr damit unterstützen. Und bezüglich dem Gewinnspiel, aber als letztes noch, wir haben ja letzte Woche gesagt, entweder 100 Stutz Zalando-Gutschein oder ihr Grosszügig. kommt als Gast hier an. Noch grosszügiger. Genau. Und jetzt haben wir uns sogar überlegt, dass wir noch grosszügiger sind und sagen, der Gewinner darf selber entscheiden. Entweder nimmst du 100 Stutz Zalando oder du kommst als Gast hier an und erzählst ein bisschen über deinen Autismus vielleicht. Oder über da, dass du sehr gern Vögel bei der Paarung zuschaust. Natürlich Oder auch sehr ja. geil. Oder? Und von dem her, aber mit einer Bedingung in Bezug auf den Gastzeugs. Weil wir haben jetzt einfach in dem halben Jahr mega viel zu tun. Das heisst, wir würden uns sehr, sehr gerne auf da einstellen, dass dann der Gast irgendwie im Sommer kommt oder vielleicht sogar August, September irgendwann. So, ich glaube, das sind alle Informationen gewesen. Klatsch einmal für mich. Welcome back. Ja, hi, Juanette. Zum besten Podcast in der Ostschweiz. Zu der Folge 16. Und zwar geht es darum, von jemandem seine Kindheit, Vergangenheit bis dahin, seinen Werdegang. Ist mal gewünscht gewesen. Endlich haben wir es mal geschafft, um es zu machen. Ja, voll. Danke, Adrian, übrigens nochmals für die Frage. Und ja, willst du eigentlich gerade anfangen? Sehr, sehr. Ja, sorry. Also, ja, noch will ich sagen, es geht um den Ahmed. Genau, es geht jetzt mehrheitlich um Ja, genau. um den Migrant Oyenbre. Aber wir posaunen ja ständig unseren Slogan umeinander mit euren Lieblingsmigranten, Migrationsvordergrund. Und wir sind tatsächlich migriert. Ich aus erster Hand und die Jungs aus zweiter Hand, sprich die Eltern von den Jungs, sind migriert und da wird sich auch noch entweder heute angesprochen. Wir schauen mal, wie es zeitlich aufgeht. Aber eben, wir sind migriert. Was heisst das? Was heisst eigentlich Migration? Das heisst, dass du die befreien willst. Der Karan, wenn jetzt zum Beispiel in einer Position wie der Karan bist, von Klanen umgehen, Voll wie wir so eingehen. willst du die befreien und vielleicht. Hey, das ist so eine gute Metapher jetzt gerade. So krass.
In der Hoffnung, nein, keine Ahnung. Wir dürfen ja nicht Migration immer mit etwas Schlechtem Nein, bei betiteln, der IT dass ist auch das Wort Migration. genau das Ausgangslage vielleicht nicht gerade etwas Schlechtes ist, so in dem Sinn. Voll. Man hat es jetzt halt in den News und so, oder das ist halt der größte Fall, wo man jetzt vielleicht so hört. Aber wenn man jetzt eigentlich in einem anderen Land geht, ich kenne die Definition nicht genau, bevor ich da etwas Dummes Also ich glaube sogar, wenn man jetzt zum Beispiel wie der Bertolt Brecht, kennen Sie den? Ja, Der Schriftsteller von 40er, 50er. 3 Groschen Oper. Genau, und der ist ja emigriert, heisst er, glaube ich. Er ist von sich selber aus extra aus dem Land raus, weil er Angst hatte vor den Nazis irgendwie, bla, so Sachen. Und eben, es gibt Emigration, wenn ich mich nicht täusche, und Migration. Und Migration ist einfach da, was bei uns im Fall war, und zwar, dass wir, wie es der Dyson schon gesagt hat, ein bisschen uns eingehängt gefühlt haben durch den Krieg, wo 2003 eigentlich losgegangen ist in Irak. Also eben, Eulenbrei ist von Irak, Nordirak. Genauer gesagt, Kirkuk, der liegt im autonomen Gebiet, oder kurdischen autonomen Gebiet von Irak. Und da ist jetzt eigentlich nur von den Irakern bis jetzt offiziell angenommen, dass sie ein Land sind. Okay. Und eben, wir in Kurdistan, Nordirak, haben ein eigenes Parlament, eigene Regierung, Polizei, eigentlich alles, komplette Infrastruktur. Und wird halt nur von den Irakern angenommen und erst recht nicht von den Türken und erst recht nicht von den Iranern. Okay. Oder? Weil Kurdistan ist auch nicht teilt oder unterteilt zwischen Irak, Syrien, Türkei und Iran. Und so haben auch gefühlt irgendwie alle Teile andere Sprache. Also echt bei uns ist das extrem. Weil alle 10 Meter wird gefühlt anders geschwätzt. Okay. Ich verstehe zum Beispiel die von Syrien. Jetzt einer in der Schule, der ist gerade vor 6 Jahren in die Schule gekommen und studiert jetzt, soziale Arbeit. Der Walat. Walat heisst auf Kurdisch Land. Heisst Falafel. Falafel. Shawarma. Shawarma. Und eben, wenn er mit mir Kurdisch schwätzt, ich verstehe nichts. Absolut nichts. Krass. Okay, krass. Es gibt ein paar Wörter, wo ich so ein bisschen rausgehöre und wo irgendwie Puzzleteile zusammenlegen. Das ist ja krasser als Indien. Weil Indien, okay, weißt du, so 100 Kilometer oder 50 Kilometer an der Dialekt, aber versteht tut man sich schon noch. Aber es gibt wahrscheinlich so wie Hochindisch, wo wie jetzt da Hochdeutsch ist, wo alle können. Ja, Hindi. Hindi ist so die Landessprache, aber die im Süden können es gar nicht. So. Ah, krass. Aber ja, das ist. Aber ja, Also wenn jetzt einer von Süden daherkommt und mit dir probiert schwätzen, verstehst du ihn gar nicht. Englisch. Ah, Ja, ohne hast du halt Telungu, hast Tamilisch, Telungu und Tamilisch. Voll. Und Malayalam, glaube ich. Malayalam, das sind die drei, die du unten sprichst. Ich habe gerade letzte Woche jemanden kennenlernen, der für uns Vocals macht. Sie ist so eine Sängerin da von St. Gallen, aber die kann Malayalam. Nein, Telungu. Und sie kommt vom Süden. Kein Wort, wir können kein Wort. Miteinander austauschen. Aber Ja, krass. sie kann verdammt gut andere Sprachen singen. Sie kann Punjabi gut singen, also Punjabi und Hindi. Sie kann singen, aber sie kann es nicht, sie versteht halt nicht, oder? Ja, krass. Aber ja, das kurz. Wie ist denn eigentlich bei euch? Albanien, Kosovo? Ist mir zu persönlich. Reden wir nicht darüber, ist das Ja, lernen. wir haben keinen Zwang. Es ist ähnlich wie in der Schweiz eigentlich, dass man wirklich, oder auch, ja, nein, wenn du die anderen nicht verstehst, ich verstehe eigentlich alle. Also ich sage mal, wir aus dem Kosovo, wir So beide. sind eher so Schweizerdeutsch. Die aus Albanien sind es Hochdeutsch. Vor allem die vom Süden von Albanien, als wäre es nochmal ein Hochdeutsch von Hochdeutsch geht. Das ist wirklich richtig schön. Ja, Falls genau. man jetzt Hochdeutsch als schön sieht, vielleicht gibt es jetzt gerade einen, der sagt, Hochdeutsch ist richtig schlimm, Alter. Alter, ja, hi, what? Aber wir haben recht verschiedene Dialekte und die eben, so wie die Deutsche uns Schweizer nicht verstehen die vom Albanischen uns weniger. Und wir sind auch eher so pure, sag ich jetzt mal, Okay. ja, von der Kultur her. Ja. Und sie sind eher so die Stadtleute. Ja, das ist so da. Und eben, wie es eigentlich bei uns der Fall ist, wie es wahrscheinlich auch bei euch ist, es hat mal eine Epoche gegeben, wo wirtschaftlich alles bei euch boomt hat. In Indien, in Kosovo, Albanien, was auch immer. Und da war bei uns halt so 60er, 70er gewesen. Bei uns ist dort so richtig, hat ich so Bilder gesehen von der Familie, wo so Frauen rumgelaufen sind mit Hotpants, weißt du? Ja, Kannst du dir das gar ist nicht vorstellen. Ja, Das sind so Bilder, die werden auch gerne mal wieder gezeigt. Und die So, werden auch wenn ich gerne so mal sehe. verbrennt, von, Heute. dass man es nicht mehr sieht. Ja. Oder dass da nicht mehr mal Realität war. Und eben 60er, 70er und dann hat es schon gekippt, weil Iran, also der Golfkrieg, Iran-Irak hat ja 1980 angefangen und hat 10 Jahre lang gedauert.
Also 80 bis 90. Es sind ständig Gefechte gewesen, ständig Bomben, Waffen, Schüsse, keine Ahnung, Bombensplitter und so. Kann ich mal ganz kurz fragen, wenn ich jetzt, ja wirklich fast keine Ahnung, Iran, Irak, jetzt ganz grundsätzlich, das tönt ja schon mal fast gleich, auch vom Namen her. Voll. Was unterscheidet die zwei Länder? Wieso sind die jetzt Trend oder, also vielleicht weißt du da nicht so genau? Voll. Also eben, die sind einerseits unterschiedlich wegen der Sprache, Ja. weil in Iran redet Persisch oder Iranisch, je nachdem. Und dort Und Arabisch. bei uns Arabisch und Kurdisch. Und eben auch in Iran gibt es ja den Teil, wo Kurdisch schwätzt. Und die kurdische Bevölkerung in Iran, wie auch in anderen Gebieten, die ich jetzt gerade voraufteilt wo ich erzählt habe, Ja. die werden immer unterdrückt. Da in Syrien werden Kurden unterdrückt, die Türkei erst recht, Alter, abnormal unterdrückt. In Irak geht es nur halbwegs, weil wir jetzt irgendwie so ein bisschen Abkommen haben mit der Regierung von Bagdad und so. Und in Iran ist auch so. Das heisst Sprache einerseits, andererseits auch echt leider Gottes auch die Religion sind beide Muslime, aber es gibt Sunniten und Schiiten. Ja, voll. Iran mehrheitlich Schiiten, wo okay. so wie Aber auch glauben, also weißt du den Unterschied? Unterschied ist, dass sie der Prophet, wo sie so wie sagen, der ist unser Prophet, ist der Ali oder Ali Hussein oder so heißt er, glaube ich. Okay. Und unser ist ja der Mohammed. Ja, genau. Ja, den kenne ich. Und man sagt, dass der Mohammed, also ich weiß auch nicht 100%, aber der Mohammed hat irgendwie mit dem Tod vom Ali zu tun gehabt anscheinend. Und deswegen hasset Ja. Schiiten, Sunniten. Und dementsprechend auch umgekehrt, logischerweise. Ja. Weil irgendwo ist das Zeug ein bisschen menschlich. Und eben, das sind eigentlich die zwei Hauptfaktoren, wo eben die Sprache und da, was eigentlich überwiegender ist halt die Religion. Wo sich auch so ein bisschen Hass geschürt hat. Und wieso der Krieg angefangen hat, 1980, vielleicht täusche ich mich auch, es ist wahrscheinlich wegen Saddam Hussein, der Diktator von Irak, wo auch sehr lange eigentlich dort die Diktatur eigentlich geleitet hat. Und man hat einfach nicht zu einem Abkommen, man hat einfach nicht wollen, also man hat einfach nur wollen kriegen, mehr nicht. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen um Öl gegangen, ein bisschen geopolitische Scheiße und so, von dem her. Ist halt so lange gegangen und mein Vater, der ist 1920, also mein Vater hat dann schon hure früh, mit 20 hat er schon überlegt, er wird raus aus Irak, weil er gewusst, jetzt ist Militär gefragt in dieser Zeit und alle trächtigen Männer werden gezwungen. Logischerweise. Ja. Auch in der Schweiz Europa. wird auch so. Und er war dann auch tatsächlich dort gewesen, für 9 Jahre. Ist er gezwungen gewesen, Militär. Hat auch, ist auch zum Teil so an der Front gewesen sogar. Und 1982 hat er mir mal erzählt, also mein Vater ist so ein bisschen, er erzählt nicht gerne über die Zeit. Und also er erzählt nicht von sich aus über die Zeit. Ja. Wenn du ihn ausfragst, dann erzählt er richtig lieb und gern. Aber er probiert es ein bisschen verdrängen, weißt, also man kann es irgendwie durchverstehen. Und 1982 hat er erzählt, dass er mit seinem Kollegen, auch vom Militär, hat wollen, auch auswandern. Zu der Zeit ist es eigentlich scheißegal, wo sie ankommen, hauptsächlich raus. Und der einzige Weg, auch noch dazu mal, war, dass sie auf Teheran gehen, da ist die Hauptstadt von Iran. Ja. Und von dort aus hat es so wie Routen gehabt, wo entweder, ich glaube, Australien oder Österreich oder was auch immer. Und das Lustige ist, wie sie dort angekommen sind, von Kirkuk auf Teheran, ist ein brutales Stück. Und die sind einfach mit dem Pferd. Krass. Also das sind die Zeiten gewesen. Die sind mit dem Pferd. Die sind mit dem Pferd geritten bis dahin. Also Also wenn wenn er er- Traum hat. Da, wo man jetzt gerade einfällt, wenn er vielleicht das Buch kennt. Ja. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, wo auch zum Teil so ein bisschen die Geschichte formt. Es heißt Pfad des friedvollen Kriegers, vielleicht kennen ihr ihn. Oder das Buch. Vom Dan Millman, wenn ich mich nicht Bushido. täusche. Vom Bushido, ja. Wie er auf Dubai geritten ist, halt, mit seinen 27 Kindern. Vater ist friedvoll in Kriegers. Ja, also wenn ihr es nicht gelesen habt, echt müsst ihr lesen. Welches Buch ist das? Ist das nicht das, wo du letztens gelesen hast? Der war gerade vor kurzem, gewesen, ja. Also nein, vor einem Jahr, glaube ich, wo ich es fertig gelesen habe. So Ist ein bisschen fett. weiss. Nein, ist orange. Orange mit so einem Mensch von, wie heißt er? Vom David. Vom Ja, David, aber Dings. Michelangelo. Nein, Nein, nein. Michelangelo. Nein, vom
Da Vinci halt. Mozart. Nein, Da Da Vinci Vinci. halt. Genau, von Da Vinci. Okay, nein, in dem Fall kenne ich es nicht. Ist ein anderes Buch. Auf jeden Fall, in dem Buch geht es auch um Pferd und Reiten und Migrieren und bla Sachen. Okay. So, und sie sind auf Teheran mit seinem Kollegen und er hat halt den Eltern vorher gesagt. Weißt du, so, wir gehen und so bla. Oder nein, er hat es glaube ich sogar nicht gesagt, sondern die Eltern haben es vom Bruder mitbekommen. Also mein Vater hat 6 Brüder und eine Schwester. Ja. Und meine Mutter genau gleich. Oh, krass. Also wir sind richtig. Ah, Ja, der 14 Enkel oder so. Oder Wow. 13, 14 Enkel. Du hast halt wirklich 14 Onkel. Ich meine, ich Ja. habe auch 14 Onkel, aber, also 14 Onkel, nicht 14, aber einfach, da ist jetzt mein Onkel so wegen So Nachbar. Kollege, Weiterverwandt oder? und so, ja. Aber so Okay. blutsverwandt nicht, oder? Ja. Aber du kannst einfach sagen, du hast wirklich 14 Ja, fix. Onkel. Enkel. Krass, Mann. Ja, noch ganz kurz wegen Definition von Migrieren. Eigentlich ist ja im Migrieren nichts anderes von einem jetzigen Zustand zu einem besseren Zustand wechseln mit dem gleichen Inhalt. Also Inhalte sind jetzt auch mehr Personen, aber du kannst ja wegen dem System. Genau. Du hast ein Es ist System. auch so mit mega viel Hoffnung verbunden. Ja, dass es überhaupt funktioniert, weil Migration kann auch voll schief gehen. Dass du nachher verkackst. Und dann, Und da sehen wir eigentlich bis jetzt noch. Es kommen Leute von Syrien da und hoffen sich voll so das Geld vom Ei. Und auch irgendwo durch resultiert davon, die Leute, die schon da sind und Bilder machen neben einem fucking G-Wagon oder so und auf Instagram postet und alle sagen, boah, krass, schau, der hat schon geschafft und so, und dann kommen wir auch da. Und dann merken sie eigentlich, läuft da nicht so. So, und wo sie in Teheran sind kurzerhand auf einmal Eltern von meinem Vater auftaucht und haben ihn gezwungen, zum wieder zurückzukommen. Dann 1982. Also, Also- sind auf Teheran, also die Eltern sind mit. Irgendwie auch gegangen, keine Ahnung. Ach, wie. krass. Und Okay. dann wahrscheinlich haben sie ein Auto gehabt, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, eben, dort war schon mal der erste Versuch gewesen von meinem Vater. Ja, ja, mit Pferd, größte Aufwand und Ja. nachher mit einem Auto Ja, ist und wieder zurück. Aber ich weiß auch nicht genau, wie sie Ja. dort an sind, Ja. aber auf jeden Fall hat mein Vater dann gesagt, dass sie Okay. wieder gezwungen haben, zum wieder zurückzukommen. Und dann eben der erste Versuch in 82. Dann ist er ins Militär, Neujahr. Und hat sich ständig irgendwie davor gesträubt und so. Und hat auch später dann, ich weiß nicht, 1992 oder so, 93, hat er Brüder oder 3 Brüder von meiner Mutter verholfen, um auf Australien zu gehen. Also mein Vater hat irgendwie schon immer durch, wahrscheinlich aus dem Militär, Leute kennt, die die Ambition hatten, oder? Zum einfach weg. Und dementsprechend haben sie auch, bei uns hat man Kaczachci, vielleicht nicht von dem Wort vom Katar schon mal gehört, von so einem Lied. Original Katschach. Ist Seit- schon gut, dass ich es mal gehört habe. Aber da heißt was Schleuser. Schleuser. Ah, okay, Schleuser. ja, okay, gut. Okay. Also Schleuser, Schmuggler. Ja, Schleuser, den Ding ist so. Besser. Also so, der Wort dann so wie als wäre es ein Magier. Gut, sie machen auch, das ist eigentlich auch Magie, was sie machen. Ja, So ein ja. Mensch vom Ja. Ort auf den anderen. So, Übrigens, Ja, genau. gerade gestern in der Nachrichtenklasse im Radio, zukünftig Schleuser, also beziehungsweise du meinst schon Leute, die Leute über die Grenze bringen. Genau. Ja. Okay. Dass sie bis zu 30 Jahre Gefängnishaft bekommen sollten, In der Schweiz oder in Europa? da habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen. Aber auf Okay. jeden Fall 30 Jahre Strafe, falls eben jemand stirbt auf dem Weg, bei ihnen. Dass sie sozusagen mehr Verantwortung wünschen oder Aber das ist ja für illegale nichts. Das Zeug Gesetz ist machen. für nichts. Wie würdest du das nachweisen? ja, man will vielleicht diesen Leuten einfach ein bisschen mehr Angst machen. Sie haben ja keine Weil- Excel-Tabelle oder so, die sie führen. Also man kann es null Weiss nachweisen, wer jetzt gestorben ist und wer nicht. Ja, vielleicht schafft man es eben schon. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da doch irgendwie durchschafft. Weil ich meine, wenn du jetzt überkommst und du wirst auf die andere Seite verhaftet, du kannst die Person beschreiben, wie sie ausgesehen hat, bla bla bla. Aber eben ja klar, wenn Ja, voll. es jetzt gestorben ist und die können vielleicht sagen, ja, auf unserem Weg sind 2 Leute gestorben oder so. Ja, Klar, dann müssen wir Leichen finden oder beweisen, bla bla, ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, da wird immer strenger. Weil, ja, dass die Leute sozusagen, weil vieles, gell, kann ich mir auch gut vorstellen, ist auch ein bisschen verarschen, ja 100%. um Leute abzuziehen. Weil die Ja, Leute ja. geben das letzte Geld. voll. Alter, wir sind auch verarscht worden. Da komme ich dann Ja. später noch dazu. Wir sind in Italien sogar verarscht worden. Okay. Genau, von so einer Schleuse. Eben, und dann sind die 3 Onkel von Australien, leben immer noch dort. Mhm. Und eben, wir sehen sie auch noch oft, sie kommen oft zu uns. Wir sind noch nie zu ihnen. Aber wir sehen uns auch oft so in Kurdistan, wenn wir mal alle gemeinsam reisen. Und dann ist mein Vater 1998 ist offiziell weg. Das heisst, ich war 2 gewesen dort. Und er ist dann, hat so eigentlich in dieser Zeit die übliche Route gewählt von Türkei nach Griechenland, also Lesbos,
Da ist gerade vor kurzem so auch in den Medien gewesen, Ja, genau. wo wieder mal, es gibt immer so Trends, welche Route man nimmt von Irak aus. Und es ist meistens entweder nimmst du Griechenland, also von Türkei auf Griechenland, oder Türkei auf Italien. Okay. Und das ist immer so, die meisten gehen dann in der Zeit so trendmäßig dort an und dann gibt es nochmal einen Trend da an und dann immer so weiter. Und Ungarn? Nicht. Wahrscheinlich für Syrer habe ich das Gefühl momentan. Okay, Ist gut. momentan geht so ein bisschen Ungarn. Ja. Oder Ungarn hat einfach nicht so die, wie soll ich sagen, die Gesetzgebung in Ungarn ist, glaube ich, ein bisschen lockerer gewesen. Okay. Weil der Präsident von Ungarn, ich weiß nicht, wie er heißt, der Haywanat, hat Dinge gesagt, kommt, ihr könnt einfach vorbei und bleibt einfach nicht da, aber ihr könnt da vorbeigehen. Okay. Ja. Ich glaube, der hat er gesagt. Aber das ist schon gut, theoretisch. Das ist schon gut, aber es ist so, Ungarn, du bist in der fucking EU. Die sind, glaube ich, sogar in der EU. Also in der, in der Koalition. Und das ist einfach asozial, wenn man das sagt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja gegen EU, wo gegen EU spricht eigentlich. Ja. Okay. Wenn man sagt, kommt einfach und ihr könnt vorbeilaufen. Genau, und dann ist auf Lesbos, hat dann irgendwie den Weg in die Schweiz gefunden. Ich glaube, am Anfang hat er auf UK gehen, wie man nicht täuscht. Ja, das ist eben da, weil die meisten haben gar nie, also die Schweiz ist nie das Ziel gewesen. Mhm. Also jetzt wahrscheinlich schon, gewisse Länder, aber viele eben so im Alter von meinem Vater, ist das Ziel nie Schweiz gewesen. Vielleicht Deutschland oder England oder Ja, voll. sonst war England, kann ich auch verstehen, wegen Inder, weil viele Inder dort Viel, ja, voll. Aber eben, das ist krass, Schweiz ist dort mal eben 1995 so nie ein Thema gewesen. Es ist ja meistens so Hörensagen, wenn so Leute in der Route siehst, oder? Und dann sie fragst, hey, wo sind deine Leute? Oder sie sagen einfach von sich aus selber so, ich gehe dort hin, wegen dort kommt schnell auf Papier und so ein Scheiß. Und das geht eigentlich nur, man geht immer dort hin, wo es am schnellsten ein Papier gibt. Ja. Wieso wird man da? Dass man einfach schafft oder schnell schafft und nachher Geld wieder zurückschickt. In dem Sinn. Genau. Und ich frage mich eigentlich bis jetzt immer noch, wie mein Vater da geschafft hat oder wiefern er auf Geld gekommen ist, weil Alter, der ist nicht günstig, ohne Scheiß. Nein, safe. Es gibt pro Nase sicher um die 10.000 oder so ein Scheiß. Safe. Und eben, wie du es vorhin gesagt hast, es gibt viele, die einfach auch verarschen wollen, weil es ist, wenn man irgendwie so ein bisschen kriminelle Adern hat, ist das zu krass lukrativ, Ja, zum Leute absolut. verarschen. Absolut. Ja, Du sagst eine Lüge und du verdienst 10.000 Stutz. Ja, weil, vielleicht nicht Ja. gerade auf das Mal, aber es ist mehr so, niemand kann mich anzeigen. Die Polizei kann nichts machen, weil es ist eh schon, weil das ist genau wie im Drogengeschäft. Voll. Du kannst auch nicht zu der Polizei gehen, schau, der hat mich jetzt abgezogen für Das ist eben, ja voll, das ist ja die Zwangsjacke. Da willst du machen? ja, Ja, der hat mich ich will aus dem Land gehen und illegal schmuggeln und der hat mich nicht gezahlt. Die machen es eben schon besser, die sind schon nicht so blöd. Gut, man hat es beim 6 machen 9 es. gesehen, es funktioniert. Anscheinend. Nein, sie machen es ja so, sie sind, wenn ich jetzt mich da ein bisschen aus dem Fenster vielleicht rauslehne, keine Ahnung, die arbeiten vielleicht auch mit der Polizei zusammen, gell? Und, gewisse und die Länder sagen, vielleicht, ja. dort hinten verwischen das sie und nachher gehen sie, nachher beschaffen sie wieder Geld und dann sagen wir ihnen, hey Jungs, damals schaffen wir es. Also das ist Das ist vielleicht, 100% so. Oh, Also Indien kann ich mal so, also also ist schon, Grenze über Länder weiß ich echt nicht, weil die sind so, also in Indien jetzt sehr, sehr, sehr streng geregelt. So eben Pakistan, dann hast du China, dann hast du voll. schwierig. Oder? Aber so also innerhalb von Indien hast du auch die Regionen, Zonen, oder? Dort habe ich schon viel, also auch viele Beispiele mitbekommen, dass eben, dass die schmieren und dass die zusammenarbeiten und Voll. auch ihr Brot so verdienen. Aber ja, Länder, zwischen Ländern, das Polizei. Ich glaube, es ist trotzdem krass. irgendwie machbar, weil eben, Safe, die verdienen ja eigentlich nichts. Nein, Die Polizisten, wenn sie nicht. richtig wären von 9 bis keine Ahnung, wie viel arbeiten, die würden nicht verdienen. Und auch bei uns, wir sind, ich erzähle es nachher, aber Ja, da alles noch mal zugreifen. Aber dann ist er in die Schweiz gekommen und mein Vater ist halt schon immer so ein fucking Workaholic gewesen. Er hat gewusst, er ist mit dem Ziel da angekommen, dass er uns nachholt. Und er hat dann erfahren, dass in der Schweiz halt easy ist, dass du deine Familie nachholst. Oder? Okay. Vorher habe ich es gar nicht noch schärfen, deswegen vielleicht. Passt schon. Und genau, dadurch ist eigentlich Schweiz schon immer und auch bis jetzt, glaube ich, noch mega, mega soziale Politik, wo sie da haben, dass man eben Familie kann holen. Und er hat seinen Arsch aufgerissen. Die ersten so 4 Jahre hat er sogar
er war schon eigentlich immer schon Bäcker gewesen, da in der Schweiz. Er hat gerade Ah. angefangen als Bäcker Okay. in so einer türkischen Bäckerei, wo Kebab-Brot gemacht haben. Ah, geil. Wow. Und er ist der motherfucking Master gewesen. Bis jetzt, er ist pensioniert jetzt. Bis jetzt läutet ihm die Leute an und sagen, ey, wie viel Salz tust du hier? Wie viel Wasser kommt da hier? Ey, der ist eine Maschine in dem Scheiß, echt. Und auch bei uns die ja immer noch. Das macht immer. Wir haben so einen Ofen daheim, einen normalen, der integriert ist, der migriert ist. Und wir haben einen fucking externen Ofen in der Terrasse zum Aha, Lahmacun machen, zum so Naan machen, zum Pizza machen. Wow. Er macht alles kaputt. Und das ist normal. Noch nie Das ist geglaubt. schon normal. Terrasse kaputt gemacht. Ey, der Typ kauft so viel so Öfen auf Regal und verkauft es wieder. Aha. Mit dem Grund, da kannst du buchen. Und wenn er das sagt, dann weißt du, es ist 100%iger so. Ja. Safe. Und eben, er hat sogar die ersten 4-5 Jahre hat er in der Bäckerei immer hat er müssen schlafen, weil er hat so viele Stunden wollen machen und so viel müssen schaffen, damit er halt genug Geld sammelt, um einfach eben das Geld für uns. Weil wir sind das Vierte gewesen, meine Mutter und ich bin das Küken in der Familie, Bruder ältest und Schwester in der Mitte. Und da kannst du echt davon ausgehen, dass pro Nase eben 10, vielleicht 15 sogar, vielleicht sogar 20, wenn du 3-mal verarscht wirst oder so ein Scheiß. So. Und Sorry, ganz kurz. Ist nur dein Vater ausgewandert von den 14 Onkels? 14 Brüder. die Brüder. von 6 Brüder. dieser Familie, also von der Seite von meinem Vater, ist er der Einzige. Okay. Aber man muss auch sagen, die anderen Onkel sind auch prächtig. Also sind Macher. Macher und sind auch in der Politik und so. Und Sind Schleuser. Und ja, Nein. nein, es ist sie haben ein gutes Leben dort. Okay. Also mehr Gut. als, Ja. als gut. Und von der Mutterseite sind 5 sogar weg. Krass. Der eine ist in England, wir haben einen in München und 3 in Australien. Okay. Ja, ich glaube, das sind alle. So, und eben hat dann irgendwie die 50'000, was auch immer, zusammengekratzt und hat dann angefangen mit der Planung. Wie wir dort ankommen und so. Und hat dann auch, so wie 2003, hat er müssen anfangen mit der Planung, weil eben USA ist ins Land gekommen, hat angefangen Bagdad zu bombardieren und so ein Scheiß. Und eben, wir sind schon weit weg von Bagdad, ja, guckst schon ein weites Stück im Norden von Bagdad, aber trotzdem, es ist auch, kurdisches Gebiet ist schon immer eigentlich unter Beschuss gewesen, wie auch noch dazu mal Juden zum Beispiel. Also schon immer sind sie immer unter Beschuss gewesen. In allen Teilländern. Ja. Und deswegen hat er sich gezwungen gefühlt, um das so schnell wie möglich zu machen. So. Und dann haben wir angefangen, von Kirkuk in die Hauptstadt zu gehen, von Kurdistan. Und da nennt sich Hauler oder Erbil. Also Erbil ist international und bei uns haben wir auch einfach Hauler. Zuerst zum Onkel und von dort aus auf Sacho. Das ist eine andere Stadt, die gerade an der Grenze ist von der Türkei. Und in Sacho haben wir, glaube ich, 2 Nächte oder so übernachtet, wieso auch immer. Und am ersten Tag sind wir einfach einen Fußballmatch anschauen, da weiß ich noch, ich weiß auch nicht wieso, aber auch weil es geil war. Und dann von dort aus haben wir können mit dem Pass, mit dem irakischen, in die Türkei. Also dort hast du ja ohne Problem gehabt mit Visa und so Scheiß. Und dann sind wir mit dem Taxi auf Istanbul. Ja, auf Also, Istanbul. oder weit? Ja, ist wohl lang. Alter. Also ich kann es nicht, vielleicht 8 Stunden oder so ein Scheiß, irgend so etwas. Mindestens. Es kann echt gut Krank. sein, dass sogar mehr ist. Ja. In Istanbul sind wir glaube ich 2 oder 3 Wochen gewesen. Nein, war für 3 Wochen alt. Wir sind 1,5 Monate gewesen dort. Ja. Und dann müssen wir dort übernachten, weil mein Vater Dinge alles müssen planen und wie wir irgendwie zu diesen Leuten kommen. Und das hat, ja, gerade letztens einmal eine Doku angeschaut und es gibt so es ist so wie soll ich sagen, Second-Hand-Shop, wo auf der Straße ist in der Türkei. Und da ist bis jetzt noch der Hotspot für Schmuggler. Kaçakçı, also für Schmuggler. Und Ah, die krass. sind Sachen am Verkaufen und verkaufen auch Tickets für Ja, für. Schweiz, so in Ja. dem Sinn. Ja. Oder? Und das ist echt bis jetzt noch genau am gleichen Ort. Und wir müssen dort hingehen und so und die Leute kennenlernen, bla. Wir verlinken die Webseite. Wir verlinken euch LinkedIn von diesen Leuten. Genau. Und das Lustige ist, Alter, wie wir von Türkei auf Italien gekommen sind. Was denken ihr, wie sind wir dort angekommen? Mit dem Pferd. Mit dem Pferd.
Aber über fucking so, über Meer, Alter. Ja, ich nehme mal an mit also Mit dem Schiff? Auto. Mit einem Schiff. Schiff, ja. Schiff, ja. Aber Fähre. Mit so einer riesigen Fähre. Nein, sind da dort, wo die Gepäck und so sind. Sind da nicht Alter, nicht nur das, sogar noch schlimmer. im Wie der Tier. Mit dem Pferd. Nein, krass, Watschel. In Maschinendeck. Also schau, da, wo man jetzt momentan gehört, ist einfach so, dass man mit so einem Schluchboot vom einen Ja, genau. Ort zum anderen, Cool. da kannst du nicht machen. Das ist Wo der Türkei Skandal. aus. Das ist Skandal. Und da du wirst gerade direkt sterben, Alter. Ja. Aber eben, wir sind mit einem riesigen Frachtschiff. Also die, wo so aussehen, Ja, wie das als sind hättest die Fünffachdecker gefühlt. ja, als hättest du so einen vollen Outlook-Kalender. Ja, mit so genau. verschiedenen Farben. Sag Echt. doch da. Oder so. Und wir sind irgendwo in einem Container, in einem normalen Container, der halt mega riesig ist. Ah, die sind in einem fucking Wir sind Container innen gewesen, Alter. Aber schaut. Also für Filme oder Scheiße? Wir sind, da nicht schon überall, falls mal einen fucking Buchstabe über da. Ich schwöre. Bro, mein Buch nachher wird besser. Weil da ist schon, schau, da, was ich jetzt Kaffee- sage, ist da, was noch in meiner Erinnerung ist. Und gehst eigentlich noch kurz mit meiner Mutter über das geschwätzt. Ja. Ja. Aber sie können 1000 Sachen mehr erzählen und auch Detailliert. Einzelheiten und so Scheiß. Und in dem Container sind Vasen drin gewesen, so doof aufeinander gesteckt. Ja. Und da hat man wahrscheinlich probiert, in Italien zu verkaufen oder so ein Scheiß. Wenn du die Türen aufgemacht hast, hast du eine Ladung Vasen gesehen, Und dann da rechts komplett voll und links ist so bis so 3/4 voll gewesen. Und dann müssen wir drüber. Oha. Und drinnen und dahinten haben sie uns so wie ein bisschen, Eingerichtet. Kann. Alter, das ist nicht eingerichtet. Eine- Also, eine geworfen. Decke weißt du, am wie Boden. eingerichtet heisst bei diesen Jazz? Decke. Eine Ecke mit so einem Kübel, wo du kannst schießen und pissen. Und auch für alle. Und wir sind mindestens 40 Leute drin gewesen. Ah, 40 fucking Leute. Und vor allem, da habe ich fast nicht so vergessen. Business Lounge, haben sie nicht so können wählen, so Nein, First nein, Business Economy. haben Nein, da nein, nicht in da ist Indien, Holz-Economy gewesen, Alter. haben da nicht in Indien die Busse gehabt, wo Wurchfall. ja genau, wo WCs hatten. Nein, Und wie war es eigentlich gewesen, wenn wir angekommen sind, hätten auch alle angefangen zu klatschen. Und dann haben alle angefangen zu klatschen. Nein, aber krass, 40 Leute, wie groß ist denn so ein Container? Ja, ist das so groß. der, den man mal in den Film gesehen hat? Ja. Genau, finde ich. ich kann so ein Maß jetzt gerade nicht sagen, aber so 40 eben herkömmlich. Aber schau, Und wie war belüftet gewesen, sorry? das Ding Weißt ist- du noch? Gar keine. warte, das Ding ist, Schon, Bro, es stirbt doch die Schleuser, also Ja. die sind ja alle involviert gewesen. Ja. Sogar wahrscheinlich der Captain. Ja, Und wahrscheinlich auch die Zollmenschen, die in Italien waren, die sind Ja, alle safe. involviert gewesen. ist gut möglich. So, der Schleuser, also die Kontaktperson, die dort kennt, er hat am Anfang mich nicht reinlassen. Also hat nur mich- dich. Nur mich, weil ich bin der Kleinste gewesen von allen und er hat Angst gehabt, dass ich Vielleicht mit dir was Panik passiert. bekomme und Aha. Dinge anfangen zu schreien oder so ein Scheiß. Ja, Ah, safe. so. So als Kind, ich kann mich anscheinend nicht kontrollieren oder so ein Scheiß. Und in dem Moment, Da kannst du auch heute nicht. in dem Moment, Durch. in dem Moment. Nein, Alter, ich würde sagen, halt mal fressen. Haben wir Presse? In dem Moment hat meine Mutter meinen Vater angerufen, weil er hat sich geweigert. Also ihr kommt alle rein, aber da fucking Kind kommt nicht rein. Krass. Mein Vater hat mit ihm eine Stunde hin und her umgeschrauben. Bist du behindert? Der ist mein Sohn. Der kann sicher nicht bla bla hin und her. Ich kann nicht. So, hin und her. Ping-Pong. Am Schluss hat er gesagt, easy. Wahrscheinlich hat er ihm sogar 100 mehr mehr. Geld gegeben. Ja. Irgend so etwas hat er ihm wahrscheinlich gegeben. So, wir gehen die. Wir haben keine Ahnung, wie lange die Scheiße geht, weil sie haben nicht mit uns geschwätzt. Das sind auch nicht so Leute, die transparent sind. Okay. Die sagen doch nicht, ey, Ja. ich kann mit den und den essen über. Vielleicht ist es schon besser, dass du weniger weißt. Ja, aber Weniger. Ja, ja. wenn du so in einem geschlossenen Raum bist, Ja, halt, dann musst du mit so ein Loch gehen. Es ist so, genau so. So groß ist es gewesen, zum schauen, wo wir etwas sind. Hast du einen Wal gesehen? Sind Ich da, habe nicht mal gewusst, was das ist, Alter. Ich Ja. denke, das ist ein Pferd von draußen. sind da wenigstens, also in dem Fall sind da über Land, also auf dem Deck gewesen, so wie die Containerschiffe. Genau, also genau. sind nicht so unter Deck, in Nein, Deck nein, drin nein. sozusagen. Wir sind, Okay. Wenigstens hat sie in dem Sinn, haben wir gewusst, ob es Tag oder Nacht. Also wir haben, wenn wir durchs Loch geschaut haben, haben wir gewusst, also haben wir das Meer gesehen. So. Okay. Krass. Oha. Und wir sind dort rein gewesen. Ich könnte mal wieder röteln, wie lange. Also von der Türkei auf Bari, nehme ich an. Nein, wir sind auf Trist. Trist. Trista oder Trist. Okay. Da ist so, da, wenn da Venedig ist. Ja, ja, es ist grad Trist. Es ist dort, der ein Zapfen da, wo so Genau. rauskommt. Da bin ich mal Ferien machen. Ist richtig schlecht gewesen. Geht dort nicht an. Dort ist einfach 16 Hafenstadt. Stunden. Ja, nein, das ist trist. Ja, sorry, vielleicht verwechseln wir mich gerade. Aber da können mega viele Leute kalt surfen, weil es mega windig ist. Okay, Egal. warte.
Ich kann mal Rötli schauen, mal Es ist der Spitz, also der ein Spitz da Es ist kein Spitz. Ah, du sagst mir, was Es ist kein Spitz, Alter. ein scheucher Spitz. Es ist eine wo gegen Kurve, rausgeht. so. Ja, gute Kurve. Es ist so ein Okay, Nashorn. Spitz. Ja, Kurve ist schwierig. Den halt. Yes, Architekt. Ähm, Der Kunde sagt, ja, die Spitze war einfach die Kurve. Wo ist Spitz? Da ist Trist. Schau, warte. Da ist Venedig, da ist Venedig, da ist Trist. Sorry, ich bin Vieste gewesen. Oh mein Gott. Es ist gerade dort bei Slowenien, Kroatien. Ja, ich habe Vieste gemeint, sorry, das ist eine ganz andere Welt. Das ist ganz im Süden. Sorry, ich bin dort unten bei Bari gewesen. 16 Stunden sagen. 16 Stunden, Dyson. Was, von der Türkei bis dorthin? Das dauert nicht lang. 15 Stunden. Es hat 5 drin. 5 Tage. Alter, 5 Ich schwöre, wir sind fucking 5 Tage Tage. in dem scheiß Fachcontainer drin gewesen. Bro, ist der Kübel voll gewesen am Schluss? Es ist weiche stinkig, glaube ich. Nein, okay. Ich muss sagen, also alle, wir haben auch wenig Essen gehabt. Schau, weil wir nicht gewusst haben, Wie lange es wie lange das geht, was wir alles brauchen. Wir haben schon ein bisschen Proviant mitgenommen, logischerweise. Ja. Auch wegen Morderinstinkt. Sie Ja, nimmt ja klar. irgendwie Ja, zum voll. Teil alles mit. Alter Schwede. Ey. Aber wir haben nicht gewusst, wie lange es Das haben geht. sie nicht gesagt. gehabt. Sie haben es auch nicht gesagt. Alter, krass. Und da war irgendwie egal war, es hat sich am Schluss herausgestellt, ich bin der ruhigste gewesen. Ich habe sogar den Leuten gesagt, sind ruhig, sonst sind wir da, weißt du, sonst fangen sie uns. Ich bin sogar der Rechtleitende gewesen mit dem Zeigefinger, Stabil. mit fucking 7, 8 oder so. Stabil. Und das Krasse ist, das ist wie im Militär. Du bist zusammengewürfelt, du bist ungewollt da, aber am Schluss, es ist so, auf einmal eine Familie. Voll. Weil es sind auch zum Teil Leute dort gewesen, die einzeln unterwegs sind. Es hat sogar eine ganz alte Frau dabei gehabt, die gefühlt unendlich war. Ist so Ja. über das Zoll und sie war gestorben, so in dem Sinn. Wegen altersbedingt. Ja, okay. Und auch eben junge bis alte, alles. Okay. Wir kommen da in Trist. Nur ganz kurz. Kennt ihr noch einen von denen? 0. 0, okay. Niemand. das sind wahrscheinlich Echt schade. Leute. Okay. Nein. Wir kommen da in Trist. Es war Nacht gewesen. Wahrscheinlich, no, sorry, dass ich noch unterbreche. 5 fucking Tage. Musst du mal. Geht das normal 5 Tage? Weißt du da jetzt bei Zufall? Oder haben die noch auf dem Weg Leute gesammelt oder so? Das kann Oder sehr noch gut sein. Sachen aufgefrachtet, vielleicht sind sie aber dort noch schnell auf Griechenland. Ich glaube, du kannst gar nicht direkt, vielleicht ist da gar nicht gegangen, dass du direkt hast können, dann ist ich jetzt auch, ich habe noch gar nicht gemerkt, dass mal, nein, sorry. Es tut mir leid, er ist ja nach Norden gegangen. Ich bin immer noch am Denken, dass er auf Bari geht. Er ist Es so ist- und dann gerade auf. Ja, da Voll. geht etwa. Der geht etwa Also so eben, es voll. kann gut sein, dass wir irgendwo Vielleicht noch einen angehalten haben. Zwischenhalt. Ich kann mir vorstellen, ein Zwischenhalt, aber mehr nicht, weil da dauert es schon Boxenstopp lang. irgendwo fix. Weil die sind auch nicht so schnell. Ja, fix. Kurz Reifen gewechselt. Krass, Alter. Pitstop. Genau. Wie geht der schnellste eigentlich? Ja, ich habe letztens gesehen, 7 Sekunden oder so. Nein, noch schneller. Reifenwechsel. Noch länger. Noch schneller. Ah, noch schneller. Ja, ja. Was heißt das? Ich bin jetzt gerade momentan in so einem Formel 1 Game drin, also ich schaue jetzt einfach. Ja. Und da ist eine Sache, von der kommt an, das ist eine Sache von 2 Sekunden. Hau ab, Alter. 2, 3, boom. Also 3 Sekunden und Okay, weiter. krass. 7 Sekunden ist viel Sport. Da geht es um Millisekunden, dass Leute das jemand gewinnt. Ja, voll. Also eine halbe Sekunde ist schon hure viel dort. Ah, das ist schon krass, Alter. Dass irgendwie 2 Sekunden geht und das ist so wie matchentscheidend, ob Ja, der sie Typ sagen jetzt ja- verreckt oder nicht, Alter. 2 Sekunden ist doch viel zu wenig. Sie sagen ja Box, also reinfahren, Voll. oder? Und dann fährt er rein und dann sind die schon parat, weißt du, die Räder sind draußen. Dann macht es boom, 3 Sekunden. Also 3 Sekunden, also eben, ich weiß nicht, was der Rekord ist, wahrscheinlich gibt es so ein voll krass so 1,5 Sekunden. Wahrheit. Sollen wir das jetzt mal? Halbwahrheit. Halbwahrheit. Wahrheit. Der ist so, der ist schlecht, der Bro. ist Zucker, der ist schockgesellech. Das ist richtig geil. Richtig scheiße. Naja. Nochmal zurück zu Triest. Also wir kommen da. Irgendjemand macht uns die Tür auf. Eben, keine Ahnung. Dann sind wir, es hat ja, wenn du rauskommst, hat es ja nochmal Zoll. Gerade am Hafen. Ja. Und es ist auch alles umzäunt, wie, kann man sagen, Gefängnis. So. Ja, voll. Wir kommen da und wir sehen irgendwo von weitem ist ein Büro, wo am Leuchten ist, wo auch Leute, also Wächter rauskommen, die kommen so in dem Sinn, machen ihre Runden. Dort. Ist das in der Nacht gewesen? Es ist eine Nacht. Ja. Okay. Und eben, wir haben halt nicht gewusst, sind sie jetzt involviert, also wissen sie Bescheid oder nicht. Und wir haben uns halt wie kleine Kätzchen bewegt. Und weißt, es ist
es ist echt filmreif. Es sind alle an einer Reihe gewesen. Und der erste war mein Onkel gewesen. Und hat so wie ein bisschen rumgeschaut und so. Und wir sind alle in dem im Hinein. Und das ist jetzt der Onkel, der jetzt in England ist. Ja. Also er ist mit uns gekommen, hat eigentlich auch in der Schweiz sein, aber dann irgendwie aus anderen Gründen ist er auf England weiter. Aber So. Bro, wie hat sich dein Vater gefühlt, so in dem Moment, wo er weiss, ey, die sind einfach auf sie allein gestellt und der ist einfach nur so. Katastrophe. Er hat jede Stunde hat er mit meiner Mutter telefoniert. Ja. Mindestens. Und wenn es einmal nicht klappt, ey, schau, mein Vater hat in dieser Zeit hat er Diabetes bekommen. Ja, Es ist wahrscheinlich vom Arbeiten und von den Sorgen, die er hatte. ja safe. Zu Safe. 1000%. Safe. Er hat Scheiße Safe. gegessen in dieser Zeit. Ja. Er hat nicht auf sich geschaut. Er hat sogar in der Bäckerei geschlafen mit Mehl, Atmosphäre, so die ganze Zeit. So. Er bei dieser Zeit ist er hochkrank geworden und da eigentlich bis jetzt noch. Eben, dann hat es ja eine Wand eingezäunt, wahrscheinlich auch mit NATO-Draht oder so ein Scheiß, weiß Gott. Ja, ja. Haben wir irgendwie eine Leiter gefunden. Mein Onkel hat irgendwie eine Leiter gefunden, keine Ahnung von wo. Aber wir sind bis dort an, hat es sicher eine Stunde gedauert, bis wir mal eigentlich zu der Wand gekommen sind. Und da ist eine Sache von, sagen wir, vielleicht 100 Meter oder so. Voll. Aber logisch, wir haben so Panik gehabt. Mhm. Wir sind auf das Mal auf uns allein gestellt gewesen, ohne Schleuse, ohne gar nicht. Aber krass, dass da der Plan wie so, ist der offiziell nur bis dort gewesen und ab dort schauen Genau. weiter. Ah, noch kannst du Selber weiter? weiter? Nein, Alter, ja, wir Krass. sind dort, das ist der Plan gewesen. Wir haben wahrscheinlich 10.000 pro Kopf, Ja. aber für 5 Tage am gleichen Ort schießen und allen anderen zuschauen, wie sie Ja. schießen. Teure Ferien, Alter. Brutal, Alter. Nicht einmal Koni gibt so Ferien, Alter. Ja, ei. Eben, und dann irgendwie über die Wand und mein Onkel hat sogar müssen der alten Frau richtig helfen, die Ja. null bewegen. Ja, voll. Noch nie hat sie Yoga oder Pilates, nicht mal die einzige Pilates. Strecke, die sie gemacht hat, ist zum vielleicht Schuhe binden. Ja. Nicht einmal da, in Irak tragen die alle Slippers, das ist Schuhe, ist das nicht. Stimmt. Und dann auf einmal sind wir auf einer Straße. Wir sind auf einmal auf einer fucking Highway, wo keine 80 mit 80 Autos durchfahren. Und wie auch immer sind wir einfach auf einmal auf uns allein gestellt gewesen und auch auf unseren Instinkt. Wir sind echt, es hat sich angefühlt wie in der Wildnis. Wir haben unsere Sachen gehabt, unsere Sachen, die halt auch wichtig sind zum Teil. Einfach Papier, Geld und so. Aber wo findest du Essen, wo findest du Wasser, weißt du Sachen. Und dann sind wir einfach mal drauf los, alle miteinander, alle 40 Nasen. Einfach drauf losgelaufen und dann haben wir irgendwie einen Bahnhof gesehen, wo ein bisschen geschmückt ist, wie vielleicht der Bahnhof in Zürich. So ein bisschen mit Läden, ein bisschen auch in der Nacht, ist hell gewesen und so, sind wir dort hingegangen, ein bisschen so wie ausgeruht und uns dann so ein bisschen überlegt, was wir jetzt machen sollen. Kein Internet, wir haben, auch wenn du irgendwie auf einmal Leute fragst, hast du auch ein bisschen Ja, Angst. hast Angst, schämst dich, stinkst nach Scheiße immer noch, Alter. Kannst auch die Sprache nicht. Und Eben. hast nicht duschen. Oh mein Gott. Voll, eben, Fettige Haare. komplett. Aber ich glaube, trotz allem haben ein paar Leute, die wir nicht kennt haben, ein paar Leute befragt und unser Plan, also wir haben schon einen Plan gehabt. Unser Plan war, dass wir auf Venedig kommen und von Venedig auf Milano. Okay. Also das Ziel war Milano. Gewesen, Ja, das ist schon. okay? Weil mein Vater hat dort den nächsten Schleuser. Also wir haben, vom Weg haben wir sicher 4 Schleuser gehabt, die auch dementsprechend gezahlt worden sind. Ja. So, wir sind am Bahnhof gewesen, und dann haben wir uns aufgeteilt. Weil die einen haben irgendwo anschauen wollen und die anderen, also eben der Plan ist, bei uns, wir wollen in die Schweiz, die anderen wollen vielleicht auf England gehen und so weiter und dementsprechend haben wir uns aufgeteilt. Und dann sind wir müssen zu einem anderen Bahnhof gehen, weil der Zug, der auf Venedig und auch auf Milano fährt, ist an einem anderen Bahnhof gewesen. Und dann sind wir, es war Winter gewesen, es ist Eisfläche, es war Winter gewesen. Ich wollte vorne fragen, was für Jahreszeit Ja, haben wir gehabt? Dann Es ist die Winter ganze Zeit gewesen, auf der Zunge wir gelegt. Nochmal. Wir sind leicht bekleidet gewesen. Also es ist nicht winterreif gewesen, da wir Ja, scheiße. Und wir mussten eine Straße auflaufen, die mega steil ist und es ist auch Eisfläche gewesen am Boden. Und dann bin ich einmal ausgerutscht und bin irgendwie am einem Auto an der Reifen angekommen. Was passiert? Sirene. Mir Alle voll die Panik. Panik. Ja, dann, wir haben da nicht mal meine Mutter gewusst, was da ist. Ja.
Ah. Wir haben nicht gewusst, was das ist. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Und der hat uns ja noch verstört. Der hat uns ist sogar- komplett verstört. Wir haben nicht gewusst, was das ist. Ja, alle auf einmal. Mir gemeint, das war Verstreut Polizei, Alter, oder so ein Scheiß. Weißt du? Ich Ja, habe mir Mann. gemeint, der Auto ist ein Auto ist Polizist, echt. Scheiße. Autobot transformiert. Weggesäckelt, alle auf einmal, oder? Und dann eben irgendwie zum Bahnhof gekommen, auf Venedig, wir haben kein Ticket gehabt. Also wir haben nicht gewusst, wie lösen und so, wir sind einfach gratis auf Milano. So, Wie sind da die dann? eben mit dem Zug. Aber Wir sind kein mit dem Zug. Kontrolleur bis Null. auf Milano. Null. Wo wir nicht, aber das ist ja Stabil. 2003, okay. Es ist einfach nichts gewesen. Wir sind einfach eingestiegen und wir sind einfach direkt alle eingepennt. Wow. Und meine Mutter hat uns dann aufgeweckt, eben kurz vor Milano. Okay. So, Milano angekommen, da ist, glaube auch noch in der Nacht gewesen. Und der Schleuser hat dann gesagt, dass er irgendwie am Morgen kommt, 9, 10, 11, was auch immer. Und wir sind einfach dort gewesen, Alter. Am Bahnhof. Meine Mutter sagt da immer noch bis jetzt, meine Füße sind blau angelaufen. Weil es so verdammt kalt war. Ja. Wir sind einfach dort am Bahnhof gewesen und eben, es ist ja nicht geschlossen. Wir sind sicher schon mal in Milano gewesen. Ja. Es ist schon ein Gebäude, aber es ist der Durchzug permanent. Ja. Also kommen wir vor allen Löchern Ja. Windien. So, dort gewartet auf den Jail. Nicht gekommen. Er ist gekommen. Aber wieso ich sage, dass er ein Jail ist? Er war gerade mal 20 gewesen. Richtig. Er ist angelaufen und mein Onkel hat schon gesagt, das kommt nicht gut. Okay. Er hat ausgesehen wie ein Kind, er hat sich verhalten wie ein Kind, er hat Orientierung gehabt wie ein fucking Kind. Also wie? Zum Teil. Ja. Echt. Sogar noch schlimmer, weil von ihm wirst du ja davon ausgehen, dass er seinen Job richtig macht. Ja, voll. Oder? Wir sind irgendwie losgelaufen. Also unser Plan war, wir gehen von Milano auf Como, von Como auf Chiasso. Also, Oder Chiasso ist in Ja, der Schweiz, schon. Como ist gerade an der Grenze. Wir gehen auf Como, irgendwie, ich glaube sogar mit dem Auto oder so ein Scheiß. Milano auf Kann mich Como nicht ist 2 Stunden. mehr- Ja, irgendwie. Vielleicht sogar mit dem 2,5. Zug gewesen, oder vielleicht auch nicht, weiß nicht. So, wir gehen auf Como. Und anscheinend gibt es ein Waldstück, wo Como und Chiasso verbindet oder trennt, je nachdem, wie man es anschaut. Wir sind von einem fucking Wald. Oder mit dem Schleuser. Und er sollte anscheinend wissen, wo es durchgeht. Und er sagt sogar, das ist nicht das erste Mal, was er das macht. Wir laufen 3-4 Stunden auf und ab, links und rechts. Ja, jeder Baum hat einen Namen gegeben, Alter, nach einer Weile. Einer war Wallon, der andere war Flamour. L'amour. Eben, Oh Mann. auf das Mal hören wir, also nach diesen 3-4 Stunden, hören wir Hunde. Und wir schauen, also wir sind da oben gewesen. Wir schauen aber, es sind effektiv 2 Polizisten mit 2 Hunden, Schäferhunden. Definitiv am Suchen. Genau, und die sind halt Zollbeamte, Ja, das wo ihren Job richtig machen, nicht wie in Italien. Ja. Gut. So viel zu dem. Ja. Weißt du, was ich sagen? Nein, eben. Einfach nicht. Nur, dass sie eben den Job richtig machen. Genau, und dann haben sie es halt mit der Taschenlampe irgendwo bemerkt, gehört, was auch immer. Sind sie immer zu uns näher gekommen und weil der Schleuser ein fucking Kind ist und da sehr wahrscheinlich auch das erste Mal ist, das geopfert. auch so runtergeschupft hat. Oh Mann, ey. Aus arabischen Wörtern noch hinten angerufen. So, kennst du Stein genommen, extra da Ja. und dann weggesäckelt. Eben, sie haben das irgendwie gefangen und die glorreiche Idee, die von dem Kind gekommen ist. Sie haben euch gefangen am Schluss? Ja. Okay. Wir sind am Boden gewesen. Also eben die glorreiche Idee von dem verdammten Jail, echt. Also, legt euch am Boden an und nehmt so ein bisschen Blätter, so auf euch. Und weißt, und wir blöde Da musst du Jails, mal auch so ein bisschen überfordert, wir machen es Ja, einfach. ja, safe. Ja, Und absolut. dann siehst du einfach so am Boden so einen Stern von Menschen. Weißt du, was ich meine? So. Und dann, Scheiße. ey, die kommen, weißt du, wir sind am Boden. Totstellen. Wir alle am Todstellen. Sie kommen, sie umzingeln uns mit den Hunden. Hunde voll am Bellen, wir voll am Verrecken. Und ich bin der Erste, der aufsteht. Und sagt, ja, heim nicht! Ja, und ich denke so, Alter, sie haben uns jetzt, stehen wohl auf. Weißt du, so, was wollen wir jetzt noch? So. Und die so am denken, vielleicht sehen sie mich nicht.
So, und dann Scheiße. ein Tag ins Gefängnis. Also Ja. euer Bre ist schon mal hat kriminelle Vergangenheit. Oh shit. Ein Tag ins Gefängnis mein Gott, in Italien. Was? Wird Rapper, Bro, und rappt drei Alben über die Über- Zeit im Gefängnis. Über Sterne am Boden machen. Aber dabei ist ja klar, dass er aufgestanden ist, seine Füße sind blau am Leuchten gewesen. Ja, Alter, hör mal auf. Aber egal, im Das ist Gefängnis ein sicher noch ein bisschen Scheiße. bequem gewesen, so ein bisschen ausruhen. Es ist so geil gewesen wie im Zug. Echt. Einfach mal, Okay. weißt du, so, all die Emotionen mal Aber wenn du los. in dem Moment denkst, Bro. Oder deine Mutter. Ich bin sogar, wir sind sogar ein bisschen vor gewesen. Also ich kann jetzt nicht für meine Mutter schwätzen. Die konnte wieder zurückschicken, ne? Zum Teil, aber es ist auch so wie es war, wir sind jetzt in Händen von Leuten, die wissen, was sie machen. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? Ja. So, sie hätten uns locker können zurückschicken, aber da, was sie gemacht haben, ist uns auf Milano in ein Asylheim schicken. Das haben sie gemacht. Okay. Okay. Das heisst, wir Ja. sind dort Von Como? gewesen- von Como. Krass. Wir sind dann in Milano gewesen, Wieder zurück. für vielleicht Lüge, Alter, 2 Monate, 3 Ja, Monate. weiß halt nicht. Ja. Genau. Ja. Aber das Lustige ist auch, dort gibt es auch hure viele Storys, Alter. Aber die einzige Story, die ich auspacke, ist, wir sind eben Asylheim gewesen, dann hat es so Zimmer gehabt, oder? Wir sind alle in einem Zimmer gewesen und dann hat es andere Leute gehabt, die es auch wahrscheinlich gefasst haben, so in dem Sinn. Und neben uns sind 2 junge Albaner gewesen. Ich weiß nicht mehr den Namen von denen, ich sage jetzt extra Harnsens. Ohne, Okay. also mit Respekt, echt. Ja. Sind echt Harnsens gsi. Die haben uns 2-3 Mal haben sie uns beraubt. Oha. Ich schwöre, ey, alles da, was wir hatten, oder? Scheiße. Ich habe fucking von Australien, also mein Onkel hat mir so einen Koala-Rucksack geschickt und der ist mein Heiligtum gsi, Oh Alter. mein Gott, nein. Der ist Sogar mein den haben's genommen. Heiligtum gsi. Und was räudig ist, die haben es geklaut. Also wir müssen einkaufen oder so ein Scheiß. Wir sind aus am Spielen gewesen, was auch immer. Die sind ins Zimmer gekommen und dann haben die Sache genommen, was sie halt gerade ins Auge gesprungen ist. Und wie dreist die Harnsen sind, das sind ja unsere Nachbarn, verkaufen es, als wäre es ein fucking Ricardo vor der Tür. Verkaufen es unsere Sachen mit so Preisschildern und so ein Scheiß vorne dran. Arsch mich nicht. Ey, wo ich heimgekommen bin Businessman. und ich da gesehen habe. Verarsch mich nicht, Businessman. Wo ich da gesehen habe, ich habe angefangen zu heulen. Ich habe sie sogar wieder verschlagen. Meine Mutter hat mich so zurückgeheben. Ich schwöre, das ist mein Heiligtum gewesen, echt. Krass. Der scheiß Rucksack. Ich habe es nicht Sind wirklich zurückbekommen. Albaner gewesen, Mann? Es sind echt Sag Albaner mir. gewesen. Oh, Mann. Vielleicht sogar von Albanien, nicht von Kosovo. Ich weiß nicht. Ey, schäme euch, ohne Witz, Mann. Und da, was noch räudiger ist, also eine andere kurdische Familie gehabt. Die haben den fucking Die haben's Rucksack gekauft. Die haben es gekauft. Und meine Mutter, weißt du, auch hässlich geworden. Ja. Ey, der ist unterstützt das. unverschämt und so ein Man Scheiß. könnte ja nicht wissen, dass für euch. Moli, Ja, nachdem du sagst, kannst du dann sagen, ja, easy. Ah, okay. Und sie haben auch, also die Albaner haben sie nicht bei uns, nicht nur bei uns. Voll. Bei der Ja. kurdischen Familie ja auch. Voll. Ah. So, es ist eigentlich auf einmal so easy, die sind Businessmen. Ja. Für alle ist so easy gewesen. Okay, easy. So. Kann passieren. Ja. Scheiße. Und eben in Italien bin ich eigentlich zum ersten Mal mit der westlichen Welt eigentlich Kontakt kommen. in Kontakt gekommen. Und wo ich zum ersten Mal in den Supermarkt hier bin, wo aussieht wie Migros jetzt da, ja, ich meine, alles ist gratis. Ja. Ja, Kasse habe ich schon gesehen, aber ich denke, Ja, sehr. es ist einfach so zum Schauen, weißt du mitgenommen, weißt du nicht mitgenommen. So. ich bin ich bin hier gelaufen, habe Sachen gepackt und habe rauslaufen, meine Mutter so, bist du behindert? Alter? Mir kein Geld für das. Hey. Ist es denn so gewesen, dass ihr den Handel habt bei euch in Irak so passaumäßig? Okay. Ist Aber zum- es hat schon Ja, jetzt, du bist auch nicht regional. halt. und Genau. irgend- also für die nicht wissen, wann Passau ist, das ist so wie ein Markt. Ja, das ist ja bei uns in Indien auch so. Genau, so ein Stand, also wie ein Samstag Bio-Bauernmarkt, wo man halt überall fast hat. Voll. Und das ist eigentlich bis jetzt immer noch so und es gibt wenig Entwicklung in dem, man will es auch nicht. Weil man will es so beibehalten und das ist auch Ist auch schön so. für alle Ja, schön. und Ja. Bauern können da ihre Sachen verkaufen und so. Voll. Voll. So, wir haben dann nach diesen 2-3 Monaten, vielleicht lüge ich, ja keine Ahnung, haben wir es nochmal versucht. Nicht mit dem gleichen Schleuser, sondern mit einem anderen Habibi. Und jetzt sage ich extra Habibi, Weil auch Albaner war. weil er auch Albaner war. Nein, er ist kein Albaner. Ah, schade. Er ist wahrscheinlich ein Libanes oder so, Okay. so viel ich noch weiß. Aber der ist Die beste Shawarma hat er gemacht. mit Tahini, Alter. Aber der ist so gewesen wie Jason Statham von Transporter. Er hat gewusst, was sagen, was nicht sagen. Er hat gewusst, wo anlaufen, wo nicht laufen. Ja.
Er hat alles gewusst. Er hat 2, 3 Wörter mit uns austauschelt, ist losgelaufen, wir sind hinten und fertig. Ja. Wir haben den gleichen Weg, glaube ich, sogar genommen, wie beim ersten Mal. Also mit dem Wald auf und so. Aber er hat alles gewusst. Und dann sind wir in Chiasso rausgekommen und ich habe mich da... Hey, also wie es gerade schon gewesen. Hinter einem Brunnen sind wir einfach rausgekommen. Oder? Und wir sind alle so dort am Warten. Und wir so, okay. Und er so, ja, jetzt sind wir in der Schweiz. Krass. Und das Lustige ist, mein Vater ist auch dort gewesen, in Chiasso. Also in Tessin irgendwo in der Nähe. Und hat auf uns gewartet. Ja, safe. Er war bei einer Familie, bei einer Familie, wo halt seine Kollegen sind. Und dann sind wir von dem Schleuser, von seinem Partner, mit dem Auto abgeholt worden bei dem vom Brunnen. Ja. Also gerade so, Alter, richtig Luxus. Also der ist schon Wirklich, Business Class gewesen fast. Und dann zu der Wohnung rein und dann dort eigentlich gefühlt meinen Vater zum ersten Mal gesehen. Weil eben mit 2 kann ich mich nicht erinnern, wie er... Voll. Also, ich meine. Und das Einzige, was er halt uns ständig geschickt hat von der Schweiz, es sind so Batman-Figuren gewesen, Alter. Er hat mir, weißt du, wie viele Figuren getestet. Geil. Nicht normal, Alter. Wow. Er hat mir so viel geschickt, bis ein Hang, aber nicht normal. Geil. Und aber das ist die einzige Beziehung, die ich von ihm erlebt habe, bis dort an. Mhm. Und auch so das erste Mal, wo ich ihn umarmt habe, es ist so, es hat sich so... Hör auf, wir immer heulen. Es ist zu krass komisch gewesen. Also es ist so, du hast ihn schon von Bildern gesehen, er hat weiße Haare, geil und so. Aber wenn ich es richtig sehe, ist es schon eine andere Szene gewesen. Er hat weiße Haare. Er hat schon mit 35 oder so hat er komplett Ja, schon Bro, weiße mit dem Haare ganzen gehabt. Stress, wenn wir schlafen wollen. Ja, nein, das ist nicht weg. Nein, Da er liegt ist in der Gen. genetisch. Da liegt in der Mit Gen. 35, also ich glaube sogar, wenn er geheiratet hat, hat er schon ein Krass. paar Ja, ja, Pigment, voll, weiße Flecken gehabt. Also da ist so etwas, wo ich auch gedacht habe, boah, weiße Haare hätte ich auch gern. Alter, hör mal auf. Nein. Moll. Okay, Also mir ist vielleicht ein scheißegal. weißer Bart. Nein, so richtig weiße Haare. Ich habe keinen Bock auf da grau Mischmasch. Aha, du meinst einfach die Aha. Transition bis dahin. Ja, aber bis dahin schaffen es ein paar gar nicht. Also nicht wegen dem Alter, das wird nie weiß. Ja. Mein Vater auch. Mein Vater ist jetzt 57 und auch schwarze Haare. Ganz oben unten weiß. Und unten total weiß und oben schwarz. Hat er echt schwarze Er Haare hat, da oben? kein einziges weißes Haar. Ein Scheiß, Alter. Schwör auf Wie alt alles. ist dein Vater jetzt? 57. Ah, krass. 57. Also. Ah, krass, Alter. Und Krass. ja, er hat oben schwarz. Hast du mal die Haare von dem Habibi gesehen, den wir gesehen haben in Paris? Er hat auch komplett einen geilen weißen Bart gehabt. Aber er ist wirklich weiß. Mein Vater ein bisschen grau. Ja. Auch ähnlich, aber so richtig weich und wie, also, ja. Er hat ihn auch Okay. nie geschnitten. Ja. Ja. Aber stell dir mal vor, jetzt, wir sind zweiter Versuch, kommen nochmal die gleichen Hühner. Die schmecken dich und die bellen gar nicht mehr. Die kennen uns halt. So, jetzt, Bro, 2 Monate jetzt schon wieder das Gleiche. Wie der Stern am Bord. Alter, hängen sie jetzt. Scheiße. Geil. Ja, echt. Also eben, da, was ich immer gerne sage, wir haben kein Glück, wir haben einfach echt nie Pech gehabt. Aber jetzt mit dem Gefängnis und so. Es ist, man kann sagen, da ist Glück und Pech gewesen irgendwie. Aber wir haben einfach gänzlich nie Pech gehabt. Also Ding, alles klappt. Wenn du eben schon mal, wenn du eben einmal schon im Land bist, dann, also sagen wir mal, jetzt sind jetzt von Italien, dann die können euch nicht, der Aufwand ist viel zu groß, um irgendwie den Zurückweg zu machen, oder? Es ist auch, ich glaube auch, sie sind nicht trainiert, also wir sind so die erste Welle gewesen. Ja, voll. Die haben da vorher, glaube ich, nicht so richtig kennt, oder? Die sollen weiter schauen. Voll. Ja, die haben ja momentan auch vielleicht auch nicht die gesetzlichen Dings da gehabt und Genau. noch nicht gewusst, ist alles noch. Genau. Und eben dann sind wir in die Schweiz gekommen und mein Vater ist dann angemeldet und wir sind dann in Kützlingen gewesen. Asylheim, dort ist so Auffangbecken für alle Haywanats, die in die Schweiz kommen. Und dort haben sie halt Dinge so Impfungen gemacht und befragt und was auch immer, wo sind wir durch, wieso sind wir da, bla. Und dann von dort aus sind wir, glaube ich, nicht allzu lange gewesen, aber dann sind wir auf Oberbüren im Thurhof. Ja. Ist ein Asylheim und dort war Legende-Zeit gewesen, Alter. Wir sind, glaube ich, ein halbes Jahr dort gewesen, bis wir können zum Vater gewohnt. Und dort ist so, Alter, mein Bruder ist zum ersten Mal mit so Rap und so Zeug in Ja. Kontakt gekommen und wir haben so in der Aula im Asylheim haben wir so am Eck hat's einen Fernseher gehabt. So wie in einem Gefängnis eigentlich. Auch mit so fast Chromtisch und so ein Scheiß, so in dem Sinn. Und dort ist der Tag und Nacht MTV gelaufen. Einfach 50 Cent, Krass. Alter, fucking Eminem, wir sind immer dort gewesen. Entweder am Spielen, am Fußball spielen. Many, 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 Alter, man. zu krass, echt.
wish death upon me, so I don't cry no more. Mo. Genau, und dann haben wir können zum Baba. Er ist schon in Oberzwil am Wohnen in dieser Zeit. Und dort sind wir auch, Alter. Es war eine Zimmerwohnung. Wir sind Krass. das 5. Jahr im Bett gewesen für, keine Ahnung, fucking 2 Jahre oder so ein Scheiß. Ja. Und dann sind wir, haben wir eine größere Wohnung bekommen. Und ich schwöre auf alles, ohne der Familie, wo wir eigentlich so wie zugeordnet worden sind von der Gemeinde, hätten wir es nie so richtig gut können Fuß fassen in der Schweiz. Weil die Gemeinde hat gemerkt, wir sind eine zu große Familie für ein Zimmer. Und dann haben sie der Familie angerufen und da ist Gemper die Familie. Ich schwöre, ohne Witz, einfach ein fucking Segen für unsere Familie. Ja. Der Rudolf und Marlin. Marlin, Gott hab sie selig, das ist leider vor kurzem, schon länger gestorben. Sie haben die Gemeinde hat dann Rudolf angerufen und hat gesagt, hey, wir haben da Familie und so, aber die Frau dreht den Kopf durch. Ist auch ein Problem für euch. Und er so, da ist mir doch egal. Sie kann sogar was auf dem Kopf anhaben. einfach ihr, weißt du, in dem Sinn, so voll cool. Geil. Und wir tun, also mit der Familie, wir gehen immer noch sehr, sehr gerne die Familie besuchen. Auch der Rudolf ist jetzt noch der Einzige, wo noch lebt von der Partnerschaft. Mhm. Und alle Kinder schon ausgeschwärmt und so. Und ey, ich schwöre, vielleicht kennen die es, aber Schweizer Kinder kommen Geschichten gelesen über von den Eltern kurz zum Schlafen und wir Ausländerkinder müssen Brief vorlesen für unsere Eltern, weil es einfach das ist so der Pendant von Geschichte erzählen für unsere Eltern oder vice versa. Und in dieser Zeit haben der Mo, also mein Bruder, hat das müssen machen und auch zum Teil sogar die Familie. Und eben ohne sie, Alter, wir hätten niemals so schnell Fuß fassen können. Und auch zum Teil auch meine Eltern haben uns richtig dazu gedrängt, dass wir auch in der Schule, weißt safe. brutal gut werden und schnell Deutsch bla hin und her. Und auch vor allem das Dorf, wie sie eigentlich das Schulsystem aufgebaut haben, extra für uns. Weil es ist eine komplette Welle gekommen, eigentlich auch sehr viel von Kosovo sind in dieser Zeit gekommen. Von welchen Jahren reden wir da? 2004. 2004, ja. 2004. Kommt an, ja. Und sie haben, also wir sind in der Klasse zugeteilt worden und zeitgleich noch Deutschklasse gehabt. Das heisst, schnell Deutsch lernen und auch wie integriert sein in der Klasse. Und ich kann mich noch erinnern, Alter, ich war schon immer so ein Parfum-Freak, Alter, sogar mit anscheinend Krass, 8, früher. 9. Krass. Ich bin max parfümiert den ersten Schultag. Ich schwöre, ey, Leute, es war so ein Beschämnis vorher, wenn man mit 13, 14 schon parfümiert in der Schule bist. Ja. Ich weiß nicht, wieso das so war. Aber ich einfach mit 9 Jahren mit fucking, keine Ahnung, Dior oder so ein Scheiß. Dior einfach so in die Schule gegangen. Das war eine Legende gewesen. Also eben, und somit hat sich irgendwie seinen Lauf genommen, Alter. Krass. Eben dank der Familie, dank dem Dorf. Zum Glück, Alter, bin ich nicht in Zürich aufgewachsen oder so ein Scheiß. Mit anderen Ausländern. Wahrscheinlich hätte ich dann angefangen auch, wie in Frankfurt, Schweizerdeutsch oder Deutsch. Verbinden mit Cher. Ja, genau. Red nicht so Cheche. Mach doch keine doch Cher. Ja, genau. Krass. Warte. Aber es gibt sicher noch viele Einzelheiten, die ich vergessen habe. Ja, safe. Schon ein bisschen, also, ja. Voll. Aber jetzt haben wir echt eine fucking Stunde gefühlt mit dem. Ja, aber ich denke, wir sind Krass. Ja, gerade geschaut. Ich so, hey, das ist ja Eis. Ja, also ich glaube, wir haben sogar bis 6 oder 7 Minuten angefangen. Jetzt haben wir, glaube ich, sicher eine Stunde. Krass. Aber zu krass halt einfach eine fucking Stunde vorbei. Wow. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, da braucht sicher... Eben eine Stunde. Da können nicht 2 Leute erzählen. Ich lasse es einfach Ich noch zu. sagen, ja, wir können ja alle 3 auf einem Podcast haben. Bro, sorry, ich habe nicht gewusst. Also, ich habe Das nicht ist eben- hinterfragt. Voll. Weißt du, ich habe null. Weißt du, ich bin ja. Ich bin jetzt eben migriert, sozusagen. Denke mal so, ja, eben, kann ich wie, aber Bro, das da kommt, habe ich nicht gewusst. Das ist eben das Ding. Die wenigsten Kollegen wissen das eigentlich, weil es ist so selbstverständlich, dass ich auch Deutsch rede und da fast eben ohne Akzent, dass ich auch davon ausgehe, dass ich halt in der Schweiz aufgewachsen bin. Und meistens interessiert man sich ja nicht für die Eltern, wie sie in der Schweiz sind. Ja. Außer 2, echt der Flo und der Claudio, Alter. Der Claudio, unser Claudio von der BMS. Claudette. Claudette, das sind Leute, die mich gelöchert haben mit Fragen.
Wir sind hängen, aber auch der Flo, echt liebe Grüße, euch beiden. Aber es ist so selbstverständlich halt, keine Ahnung. Es ist, und das Krasse da, was ich würde erwähnen und auch einfach würde so unterstreichen ist, mein Bruder, der hat eigentlich alles müssen das erste Mal machen für uns. Mein Bruder ist meine Mutter und mein Vater gleichzeitig gewesen. Er ist auch Mutter und Vater für meine Eltern in der Zeit. Das ist eigentlich alles da, was ich bis jetzt gemacht habe mit Lehre, BMS, er wird alles Studium, ist für mich so einfach gewesen, weil er alles mir vorgemacht hat. Echt einfach alles. Und was ich lustig finde, mein Bruder schickt mir immer noch Sprachnotizen. Gerade vorgestern. Er sagt, also er fängt immer mit Krum. Krum heißt auf Kurdisch mein Sohn. Okay. Er ist immer noch in dem Modus, dass er mich recht leiten will. Er hat gerade vorgestern eine Sprachnotiz angefangen und ein Bild geschickt. Ja. Also Krum, Alter, du hast so viel Parfüm da. Tu mal irgendwie ein paar Frikaden, verkauf's irgendwie, da kann es doch nicht sein, dass du so viel Parfüm hast. Wieso hast du so viel Geld? Weißt du, gerade Vater-Modus hat er und da hat er permanent. Einerseits stresst es ein bisschen, aber es ist besser so wie andersrum, Alter. Ja. Darum, er wird da hören und da weiß ich. Ja, Haywanat. Ja, Nein, Alter, echt, ich liebe die Wahl, so ein Scheiß. Geil. geil. Richtig Ja, schön. Ist auch schön gewesen zum Zulassen. Ja, spannend gewesen. Danke schon mal, ja, Mann. Geil. Wenn ihr noch etwas loswerden, sollen wir mal Rabbity Rap? Ja, würde ich Ich sagen. glaube schon. Wieso ist denn das ständig am Leuchten, Alter? Ja, da weiß Kaputt. Ich glaube, du hast mal Druck gehabt Okay. und dann hast Easy. du wieder. Also Bresos, nächstes Mal werde ich sicher weniger schwätzen. Vielleicht noch das Intro werde ich übernehmen und ein paar löchrige Fragen stellen bei diesen Bres. Eben, ihr wisst, Ein paar Unterhosen kaputt machen. nächste Woche, alles spätestens am Freitag, kommt ein Link raus, also ich werde es noch beschreiben. Alle Einzelheiten, Sie werden sicher noch mitbekommen, wegen der Bachelorarbeit. Und Bres, danke fürs Zuhören, echt. Danke vielmals. Und Yes. wir sehen uns wieder nächste Woche und schaut auf eure Familie und wenn ihr einen Bruder habt, der älter als euch ist. Oder weißt du was, Hau nicht. steht auf jetzt, gerade in dem Moment, egal wo ihr seid. Grüßt die Hände von eurem Bruder und grüßt die Hände von eurer Mutter. Ja. Von eurem, yes, grüßt mal. Nein, der ist noch Brüder, Alter. Ihr sind noch Brüder, jetzt grüßt die Hände. Yeah, oh! Kaputt. Nein, okay. Danke vielmals. Yes. Okay. Man hört, ihr hört uns nächstes Mal. Ja, Ich wollte sagen, man hört Also, uns schaut nächstes auf Mal. euch Familie. Yalla, goodbye. Ciao.